Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Also heute wird so richtig ASMR-Content. Ich merke gerade, es regnet aus. Okay, eigentlich ist nur für mich ASMR-Content. Wahrscheinlich hört ihr den Regen nicht mehr. Boah, es donnert jetzt gerade richtig. Ich hoffe, also man hört es wahrscheinlich eh nicht in der Podcast-Folge, aber ich hoffe, es lenkt mich jetzt nicht ab. Ich habe jetzt das Fenster offen, aber es ist ja gottlos heiß in meinem Zimmer. Und ich habe einen Pulli an. Ich weiß nicht, warum ich einen Pulli an habe, aber einfach für den Style. Okay, gut, ich weiß auch nicht, was ich genau anhabe. Egal, es geht ja nicht in der Podcast-Folge zum Glück darum, wie ich aussehe, sondern was ich da rede. Und ich habe gedacht, also ich bin heute ein bisschen im Überlegen gewesen, was wäre ein spannendes oder vielleicht sogar aktuelles Thema. Und meine Schwester ist in die Heim gekommen und hat heute ihren ersten Arbeitstag gehabt, kann man nicht so sagen. Also ich weiß nicht, ob die Podcast-Folge gehört haben, wo ich und meine Schwester so ein bisschen darüber reden, über Lehrabbruch und all das. Ich habe, glaube ich, recht viel gehört. Die Folge ist mega krass gut angekommen. Aber danke. Nein, sie hat dort so ein bisschen gesagt, dass sie ja dort Lehrabbruch hat und dass sie jetzt, hat sie das erzählt? Ich glaube schon, dass sie wieder neue Lehre anfangen. Und heute war ihr erster Tag gewesen. Wie sagen wir den Tag? Arbeitstag. Wow. Genau. Und irgendwie, ja, sie hat auch in der Podcast-Folge so ein bisschen allgemein erzählt, dass sie mega nervös ist, so bei allgemein und so. Und für das ist es eigentlich ziemlich gut gelaufen, so als Update für die, was interessiert. Ja, sie hat mir jetzt auch nicht so viel erzählt, aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass es gut gelaufen ist und dass ja, sie gar nicht so mega krass nervös ist. Und ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich dann also gemerkt, oh shit, alle. Mein erster Schultag, also ja, Studiumstag, fängt ja jetzt, also ist jetzt auch bald. Weil ich mir vorstellen, für mich ist das so weird. Also ich habe ja das Gymi gemacht und nachher habe ich meine Matur gemacht. Das war im 2021 im Sommer und das ist jetzt 2 Jahre her. Und ich bin mir so gewöhnt mittlerweile zum selbstständig sein, dass ich selber kann, ja, mein Zeug machen, selber kann sagen, wenn ich will aufstehen, wenn ich will arbeiten, whatever so. Und klar habe ich die Aufnahmeprüfung und alles gemacht und bin jetzt drin, aber der Fakt, dass ich wirklich jetzt anfange zu studieren, der ist irgendwie der 20er ist noch nicht ganz runter bei mir. Und irgendwie, ja, auch wenn ich nachher so höre, ja, im September, Bro, September ist noch ein halbes Jahr, weißt du, so. Und jetzt ist so September gefühlt in einem Monat. Also es ist in einem Monat, es ist schon 2. August. Alter, das ist scheiße. Also für euch wahrscheinlich 3. August oder später, je nachdem, wenn ihr die Podcast-Folge hört. Aber gleich, Alter, mein erster Schultag, also wie sagt man dem? Sagt man auch Schultag? Oder Studiumtag, das ist irgendwie weird. Bei mir ist es ja eher ein bisschen ein anderes Studium, nicht so. Ich gehe nicht an eine Uni, sondern an eine Hochschule. Also ich habe wirklich auch so eine Klasse mit 14 Leuten. Darum, ich sage jetzt auch mal, mein erster Schultag, der ist am 18. September. Oh, ich bin mir gerade doch, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, aber jetzt bin ich mir gleich gerade unsicher. Kann nicht, dass alle so eigentlich sicher sind, aber ja. Warte schnell. Am 18. September. Habe ich jetzt August gesagt? Ich meine am 18. September. Genau. Darum eigentlich in 1,5 Monaten. Und das ist auch crazy, weil irgendwie, keine Ahnung, wo heute zu meiner Schwester heimgekommen ist, habe ich das erste Mal so gemerkt, oh shit, Alter, bei mir geht es jetzt auch los. Und bei meinem Bruder geht es nächste Woche los, wenn er anfängt zu arbeiten. Also es ist wirklich so, shit. Ja. Darum, ich merke irgendwie langsam schon, dass ich auch so ein bisschen nervös bin und ich habe das Gefühl, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele da draussen, die auch, wo auch in dieser Position sind. Entweder, keine Ahnung, haben sie den ersten Schultag in einer Schule, Gymi, Sek, andere Schule, I don't know. Oder vielleicht haben sie auch den ersten Arbeitstag, weil sie Lehre anfangen oder sonst irgendwo eine neue Stelle haben. Oder vielleicht eben auch den ersten Studiumstag. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, wir hocken alles am gleichen Boot und I don't know. Ich merke zum Beispiel, mir tut es manchmal gut, wenn ich jemand anders darüber rede, wie es mir ähnlich geht. Und gleichzeitig auch, ja, habe ich mich jetzt selber so ein bisschen informiert, was ich so für Tipps für mich selber, also wo ich jetzt gemerkt habe, so, wenn ich so die höre, ja, dann hilft es mir so ein bisschen. Plus, eben, ich habe ja also, ist jetzt nicht das erste Mal, als ich an eine neue Schule gehe. So, ich habe jetzt immerhin schon ein bisschen Erfahrung und darum denke ich, bin ich da jetzt auch eher in einer guten Position, wo ich euch mega viel jetzt kann, so ein bisschen von meinen Erfahrungen sagen. Also ich habe schon mal ein bisschen ähnliche Folge gemacht, die ist zwar so ein bisschen um Sprachmental gegangen. So ein bisschen erst Schultag im Sprachmental, aber ich habe halt gerade durch die Sprachmental auch mega, mega viel gelernt, weil du musst halt einfach offen sein dort und ich habe das 3-mal gemacht, also ich war ja in 3 verschiedenen Sprachmentals gewesen, wo ich eine Schule besucht habe, eine Sprachschule und ja, bei jedem Mal habe ich wie so ein bisschen mehr dazu gelernt und bin ein bisschen offener geworden und habe ein bisschen mehr gecheckt, okay, so musst du sein, damit du Friends irgendwie bekommst, sage ich mal so. Und ja, also ich habe meine erste Schultag mit Gymi gehabt, meine erste Schultag in der Sek und whatever so. Von dem her, ja, habe ich das schon ein bisschen, ja, habe ich schon ein bisschen Erfahrung in diesem Bereich und ich habe jetzt auch so ein paar Punkte aufgeschrieben, wo eben ich gelernt habe, wo mir helfen und alles. Und ja, darum fangen wir einfach mal an. Oh, nein, zuerst mal, eben, ich check das irgendwie immer noch nicht so ganz. Also
einfach anfangen zu studieren. Und ich kann mir zum Beispiel, das finde ich so am schwierigsten, oder das ist das, was mich so am meisten nervös macht. Ich kann mir irgendwie so nichts darunter vorstellen, oder I don't know. Du weißt nicht so ganz, was auf dich zukommt. Also weißt, klar, ich weiss, wo es ist, und zum Beispiel das Gebäude kenne ich schon relativ gut. Ich bin hier damals für die Matur lernen. Ich glaube, das wäre sogar verboten gewesen, aber das habe ich erst nachher herausgefunden. Aber nein, nein, ich bin dort immer mit meiner Kollegin sind wir in die Bibliothek an der KZO, also das ist die Schule, also das, nein, nicht die Hochschule, wo ich werde gehen. Und zwar eben, bin ich immer dort in die Bibliothek lernen. Und ich glaube eben, dass es gar nicht, also ich weiß es nicht, aber wir sind auf jeden Fall gegangen und haben nie irgendeinen Zusammenschluss bekommen. Darum kenne ich auf jeden Fall das Gebäude relativ gut. Aber gleich, was mir am meisten Angst ist, dass ich wieder nicht weiss, was auf mich zukommt. Wie genau der Ablauf ist. Eben du hast sicher mal, ich habe sicher mal so ein paar Sachen gelesen, welche Fächer ich ungefähr will haben, whatever. So. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und so ist es mir genauso im Gymi gegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin meistens habe mich gar nicht so krass informiert, sondern habe auch gewusst, okay, ich gehe jetzt ins Gymi, ich weiss, wo das Gebäude ist, wo ich muss her. Aber wie genau der Ablauf der wird sein, den habe ich keine Ahnung gehabt. Also gerade im Gymi, ich habe ja gar keine Ahnung gehabt. Das könnte ich vielleicht ein bisschen besser machen, sich ein bisschen vorinformieren. Ich glaube, das tut dann auch so ein bisschen die Angst wegnehmen. Ich möchte gerade selber, ich finde es immer wieder schön, wenn ich so Podcasts mache, dass ich gerade, während ich euch das erzähle, mich so ein bisschen selber auch aus der Scheiße hilfe. Weil so, es ist eigentlich voll schlau, mich mal so ein bisschen zu informieren, wie es so bei der ZHDK dann so wird sein. Also was du gerade an der ZHDK studierst und vielleicht deinen ersten Schultag schon hinter dir hast, okay, hast du obviously, wenn du dort studierst, kannst du mir gerne auf Insta schreiben, was so deine Erfahrungen sind. Yay. Nein, ja, keine Ahnung. Und gerade beim Gymi, ich habe ja gar keine Ahnung gehabt. Also ich kann es schnell erzählen. Bei mir war es so gewesen, dass ich von der Sek gekommen bin, also von der 3. Sek. Und ich weiss nicht, es ist glaube ich nicht bei jedem Kanton gleich, aber gerade in Zürich, also ich komme vom Kanton Zürich, dort ist es so, dass du entweder ab der 6. Klasse kannst gehen oder ab der 2. Sek oder ab der 3. Sek. Und wenn du halt ab der 2. oder 3. Sek gehst, dann werden Klassen im Gymi durchmischt mit Leuten, die schon von der 6. Klasse sind und mit Leuten, die halt neu sind. Macht das Sinn? Ich glaube, ich hoffe, es sind nachgekommen. Ja, auf jeden Fall, ich habe das nicht gewusst und ich habe gemeint, ich komme in eine Klasse, wo alle neu sind, also wo alle nicht kennen. Und habe es gar nicht gecheckt, gar nicht gerafft. Und dann bin ich in die Klasse gekommen und hatte das Gefühl, bist du auch neu, wo kommst du? Und irgendwie kann ich so mega überfordert gewesen, weil ich das Gefühl hatte, mega viele haben sich schon gekannt und haben sich schon Grüppli gebildet und alles. Und ja, keine Ahnung. Aber nein, ich muss sagen, zum Gymi habe ich eigentlich, obwohl ich das nicht gecheckt habe und eben auch vieles andere nicht, also ich bin wirklich einfach ins kalte Wasser gesprungen, ich habe gar keine Ahnung gehabt. Aber vielleicht gibt es ja auch ein paar von euch draussen, da kann ich so ein bisschen meine Erfahrung mit dem Gymi kurz teilen. Also bei mir war es wirklich so gewesen, dass ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich Glück hatte. Also weil ich zum einen einen Nachbar hatte, der ja so ein bisschen mein, wie sagt man, Kindheitsbest Friend ist. Also wir sind, wohnt zwar jetzt nicht mehr neben mir, aber das war gerade mein direkter Nachbar gewesen. Und wir sind zusammen in Kinski und sind so Besties gewesen. Und irgendwann ist er dann in das Gymi gegangen, haben wir nicht mehr so viel zu tun gehabt. Auf jeden Fall, er war ein Jahr oben an mir gewesen, weil er ab der 2. Sek ins Gymi, nein, warte, er ist ab der 6. Klasse ins Gymi gegangen. Und ja, ich rede schon viel zu lange. Auf jeden Fall, ich habe halt ihn gefragt, ob ich mit ihm zusammen in die Schule fahren kann, am ersten Schultag. Ich habe sogar gesagt, jo, können wir einen Zug früher gehen, einfach zum, ja. Ich kann nicht zu spät kommen. Ich bin lieber, ja, ich will zu früh gehen. Obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Mensch bin. Wahrscheinlich hat meine Mama gesagt, du gehst schon einen Zug früher, einfach damit sicher. Aber ja, ist eigentlich eine gute Idee. Also so, könnte ich vielleicht mit dem Studium sogar auch machen. Einfach lieber ein bisschen zu früh kommen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann mit ihm. Ihn hat es verdammt angeschissen, dass er ein bisschen zu früh gehen, weil für ihn war das halt Routine gewesen. Er war seit 3 Jahren in dieser Schule und hat sich so gedacht, Bro, also du kommst auch pünktlich, auch wenn du einen Zug später gehst, aber all gut. Ja, dann ist er extra mit mir, voll lieb, extra einen Zug früher gekommen. Und ich bin dann irgendwie, er ist sogar noch mega herzig eigentlich, oh mein Gott, das kann man jetzt gar nicht sehen. Also wir haben so eine Aula gehabt und dort war so der erste Schultag gewesen, dass man zuerst sich dort trifft und dann sagt der Schulleiter so ein paar Worte und dann wird so eine Klasse geteilt. Und ich habe noch keine Ahnung gehabt, wo die Aula ist und alles und hat mir das alles gezeigt. Und nachher, ja, weiß auch nicht, er hat das sogar noch extra mit mir gewartet, weil es halt actually mega lang gegangen ist, bis wir reingehen konnten. Eben weil ich halt so früh an gehen. Das war cute. Also falls ihr irgendwie jemanden kennt, der vielleicht auch an die Schule geht oder eben vielleicht, wo auch gerade vielleicht den ersten Schultag hat mit euch, das nimmt dann einfach so ein bisschen Angst, als wenn man komplett allein geht. Aber ja, also gerade vielleicht, wenn ihr euer ersten Schultag, vielleicht ein guter Tipp, gerade wenn ihr so euer ersten Schultag habt und niemanden kennt, dann ja, okay, ich weiß auch nicht, ob ich Eier habe für das, aber wenn ihr gerade merkt, dass vielleicht auch jemand so ein bisschen alleine und verloren ist, einfach auf die Leute zugehen, weil ihr werdet selber so froh, wenn ihr in so einem verlorenen Moment einfach jemand auf euch zukommt, hey, bist du auch gerade allein, weißt, kennst du auch niemanden so.
ich weiss, es braucht mega, mega viel Mut, aber du musst dir einfach vorstellen, die andere Person, die ist wahrscheinlich auch extrem, extrem froh. Und auch wenn du da draußen vielleicht ein Introvert bist, es gibt immer noch jemanden, der mehr Introvert ist als du. Und gerade vielleicht, wenn es so eine Person ist, dann ja, kannst du vielleicht auch selber gerade relaten. Und darum, ja, ich habe das Gefühl, wir helfen einander irgendwie so beide. Darum, ja, nimm da deinen ganzen Mut zusammen und sprich die Person an. Also falls es überhaupt so eine Person dann gibt. Aber ja, da muss ich sagen, habe ich relativ Glück gehabt im Gymi. Plus, ja, ich muss allgemein sagen, mein erster Schultag ist wirklich... Dort habe ich recht viel Glück gehabt. Wir sind dann nachher in die Aula gegangen und dann sind wir eben so Klasse... Also bin ich neben einer geguckt, die mit mir in die vorige Klasse gegangen ist, also in die Sek. Und wir haben beide die Prüfung bestanden, dann sind wir einfach nebeneinander geguckt. Und ja, dann sind wir nachher in die Klasse eingeteilt worden und dann bin ich einfach so dort gestanden, also unsere Lehrer haben dann so ein Tafel gegeben mit unserer Klasse. Und dann bin ich einfach so dort gestanden und ich weiß gar nicht, wie das irgendwie zustande gekommen ist, aber ich habe dann instant... habe ich mich mit einer mega gut verstanden. Wir sind, glaube ich, irgendwie sogar gerade nebeneinander gestanden und ich weiß auch nicht, ich habe einfach gewusst, ich muss jetzt heute offen sein und einfach auf Leute zugehen, weil sonst wird das nichts. Und ich habe dann einfach irgendwie eben meine Kollegin links einfach eine angesprochen, so «Hey, wie heisst du? Wo kommst du?» bla. Und dann sind wir recht ins Gespräch gekommen. Und es ist lustig, weil wir haben also wirklich nachher das ganze Game mega, mega gut verstanden. Plot-Twist, das ist genau die Kollegin, die ich im letzten Podcast darüber geredet habe. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, voll. Ah ja, kurz Update. Das ist im Fall mittlerweile, also ja, es ist jetzt nicht gerade, dass wir voll besser sind, aber so, es hat doch für mich mega viel, also hat mir mega viel gebracht. Ich habe jetzt gerade gemerkt, so nach einer Woche, dass das Gespräch, ja, vielleicht die Podcast-Folge jetzt die letzten nicht gehört haben, hören wir nicht, dann verstehen das vielleicht eher. Aber ja, never mind. Auf jeden Fall haben wir uns recht gut verstanden und so lustig, irgendwie Leute haben nachher sogar das Gefühl gehabt, wir haben das vor dem ersten Schultag schon kennt. Und irgendwie war es einfach ein Match gewesen. Aber eben, das ist für mich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück gewesen für den ersten Schultag. Darum, ja, das ist so Best Case, was ich erlebt habe. Voll, da bin ich eigentlich mega, mega froh. Aber ja, das war mein erster Gymnasium. Ich bin jetzt gespannt, wie mein erster Studiumtag wird sein. Ich muss sagen, ich gehe irgendwie, habe ich das Gefühl, eben so recht gechillt rein, zum einen, weil ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung habe. So eben mit dem ersten Schultag. Ich labere gerade viel zu viel. Ich habe eigentlich meine Tipps aufgeschrieben, will ich nachher mal sagen. Aber ich sage es auf jeden Fall nachher noch. Nein, aber also einfach kurz zu meinen Feelings. So, ich bin irgendwie eben irgendwo schon aufgeregt, aber irgendwo auch so, ich glaube, im Gymi oder sonst allgemein, halt, wenn du so in einer Schule bist, eben so wie jetzt Gymi oder Sek oder keine Ahnung was, dann habe ich das Gefühl, ist der Druck zum Friends finden fast noch höher, weil du das Gefühl hast, ohne Friends überlebst du nicht. Und ich bin jetzt gerade beim Studium eher so ein bisschen, habe so ein bisschen das Mindset, hey, einfach offen sein, coole Leute haben. Ich muss jetzt nicht meine allerbeste Kollegin finden, die ich nachher jeden Tag sehe und jeden Tag schreibe und keine Ahnung, weißt du, so ein bisschen das, sondern einfach coole Leute dort treffen, coole Zeit haben, offen sein, es mit allen gut haben und ja, jetzt gar nicht irgendwie mega auf die Suche gehen nach so einer Bestie, weil ja, also ich weiß nicht, gut, ich habe jetzt eben auch schon viel Schulerfahrung und alles und ich habe mittlerweile wie so ein bisschen meine Friends gefunden, so meine close Friends. Ich glaube, das ist irgendwie auch noch so ein Vorteil und darum habe ich auch gar nicht so krass Angst, also wie jetzt zum Beispiel im Gymi. Ich bin ins Gymi gekommen und habe vorher jetzt nie wirklich so Friends, also ja, schon keine, aber jetzt nie so enge Friends gehabt. Und eben die Kollegin, die ich im Gymi kennengelernt habe, ist so meine erste richtige beste Kollegin gewesen, blöd gesagt. Darum ist jetzt schon noch mal ein bisschen spezieller gewesen als jetzt meine Lage. So. Voll darum bin ich irgendwie automatisch schon ein bisschen gechillter, weil ich das Gefühl habe, hey, das Ziel ist eben nicht, dass ich die allerbeste Kollegin finde, sondern dass ich einfach coole Leute dort treffe und also eben, auch wenn es dort darunter Leute gibt, wo ich mich nachher mega, mega gut verstehe, umso nicer, aber ich glaube, wenn ich so die Erwartungshaltung habe, dass ich jetzt dort jemanden finden muss, wo ich perfekt vibe und wo so mein allerbester Bestie wird, dann ist mein Druck so viel zu hoch, dass ich nachher fast mehr enttäuscht bin. Also das hatte ich im Sprachaufenthalt einmal gehabt, dass ich so, ja, ich habe mich darauf eingestellt, ich bin jetzt 4 Wochen in Montreux, ich bin jetzt in einer Sprachschule und es war mein erster Sprachaufenthalt und ich hatte irgendwie Vorstellung gehabt, ich werde dort auch, also ja, weil ich positive Erfahrungen gemacht habe im Gymi, ich werde dort auch am ersten Tag so jemanden kennenlernen, wo wir voll viben und dann werden wir die ganzen 4 Wochen zusammen chillen. Und das war halt actually nicht so gewesen. Also gerade am ersten Schultag war es für mich richtig schlimm gewesen, gerade weil ich so eine Erwartungshaltung hatte, wo ich muss jetzt jemanden finden, der vibet und ich habe in der ganzen Klasse, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es hat niemand, der irgendwie, weißt, kann ich jetzt blöd gesagt, in meinem Alter ist es so ein ähnlicher Vibe. Du merkst vielleicht vom Style her, vom Kleiderstyle oder einfach der ganze Vibe irgendwie so ein bisschen, dass man könnte
zusammen viben und ich habe niemanden in meiner Klasse, der das Gefühl hatte, das könnte ein Match sein. Und ja, gut, ich habe dort auch 1, 2 Versuche probiert, mit jemandem eine Konversation zu starten und habe gemerkt, das ist gar kein Vibe. Darum bin ich irgendwie, weiß nicht, durch den ersten Schultag habe ich so richtig gelernt, hey, es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie einen Bestie musst finden, sondern dass du einfach offen bist, probierst bei jedem sympathisch überzukommen, mit jedem mal einen Tag haben, möglichst viele Leute kennenlernen, eben, dass du einfach von deiner Seite ein gutes Bild zeigst und nicht jetzt, dass du jetzt irgendeinen Bestie musst finden. So. Und gerade lustig, also für die jetzt den Podcast nicht gehört haben, geht jetzt zum Sprachaufenthalt. Ich bin nachher aber über jemandem gesessen, der 4 Jahre jünger ist als ich und einen ganz anderen Vibe hat als ich. Also kann ich für die, die noch meinen Kleiderstil kennen, ich bin so ein bisschen, ja, was bin ich? Ein bisschen 2000er, 90s, aber jetzt auch nicht so krass, sondern auch so ein bisschen Hip-Hop. Oder ich weiß gar nicht, was ist mein Style? Ich würde sagen, so ein bisschen was jetzt so ein Subdude-Style, würde ich sagen, habe ich. So ein Urban Outfitter Subdude. Das ist ein Kleider, für die, die es nicht kennen. Genau. Und ich bin neben jemandem gesessen, der eben 4 Jahre jünger ist als ich. Plus, sie hat so richtige so einen Emo-Style gehabt. Also sie hat so pink gefärbte Haare gehabt, Pony, dunkel Eyeliner und halt mega so, wie sagt man, so ein bisschen extrovertierte Kleider, also so farbig und ja gut, Emo ist eigentlich schwarz, stupid. Aber einfach so ein bisschen, vielleicht wisst ihr, was ich meine, einfach so ein bisschen, ja, eigentlich einfach ein ganz, ganz anderer Vibe als ich. Und ich habe wirklich, also, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, es ist halt irgendwie gerade spät gekommen und irgendwie sind alle Plätze schon besetzt gewesen, außer mir, was verdammt deprimierend war. Und dann ist halt sie neben mir gesessen. Und ich bin halt dort schon, meine Laune ist dort schon down gewesen, weil ich das Gefühl hatte, es hat niemand mehr in der Klasse gehabt. Und dann bin ich halt so gewesen, okay, ich werde jetzt einfach mit ihr eine Partnerarbeit haben. Und ich hatte so krass Vorurteile gehabt, dass ich das Gefühl hatte, es wird safe kein Match, nur schon wegen dem Altersunterschied und allem, dass ich irgendwie, weiß auch nicht, fast überrascht war. Also wir haben dann so ein bisschen Partner-Sachen gehabt und alles. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, so, hey, wir sind eigentlich doch voll auf einer Wellenlänge. Und irgendwie voll lustig, weil eben, ich hatte so krasse Vorurteile gehabt, was das dumm ist eigentlich, dass wir so nicht zusammen viben, dass wir nachher einen mega krassen Vibe haben. Also ich habe jetzt noch mit ihr Kontakt, wir sehen uns jetzt noch ab und zu und es ist schon über ein Jahr her. Darum, also sie ist eigentlich eine richtig gute Kollegin für mich geworden und sie ist nachher, also sie ist nur 2 Wochen da geblieben, sie ist mich nachher sogar noch extra auf den Mond besuchen. Also ich sehe sie eigentlich relativ regelmäßig und es ist einfach lustig, weil ich habe gerade durch diese Situation so krass gelernt, eben zum einen keinen Vorteil hat, zum anderen einfach offen sein und gar nicht so Friends suchen. Vielleicht ist es jetzt, wenn man so hört, so obvious, aber wenn wir ehrlich sind, wenn man noch irgendwie so in eine Klasse kommt, dann schaut man doch schon ein bisschen zu wem können wir am ehesten, mit wem können wir am ehesten so viben und dann sucht man sich in dem Sinne schon ein bisschen Friends aus und ja, also ich weiss nicht, falls du jetzt vielleicht auf den ersten Blick deine Klasse siehst und das Gefühl hast, irgendwie, du hast jetzt niemanden so, wo könntest viben. Das stimmt eben nicht. Es gibt, also ja, keine Ahnung, einfach kein Vorurteil haben. Eben, vielleicht denke ich das jetzt einfach gerade nur mir und die alle denken so, what the fuck. Aber ja, so habe ich so ein bisschen getickt und ich habe das halt wirklich mega krass gelernt. Dass man wirklich kein Vorurteil haben und einfach offen sein. Und eben, ja, ich wiederhole mich wieder, einfach nicht gezielt Leute suchen, sondern einfach nehmen, so wie es gerade kommt. Also ich weiss nicht, je nachdem hast du vielleicht schon eine fixe Sitzordnung. Oder dann hockst du halt einfach neben irgendjemand an und bist einfach mal offen. So, also wie am ersten Schultag heisst es ja noch nicht, dass man gerade eben seine Besties findet, sondern das kommt einfach irgendwie so. Darum, ja. Aber ich habe jetzt schon viel zu lange geredet. Ich habe jetzt auch schon ein paar Punkte, die ich eigentlich auf meine Tipps aufgeschrieben habe, schon gesagt. Aber ich schaue jetzt mal, was ich gleich noch so aufgeschrieben habe. Ja, aber was ein Punkt ist, und irgendwie wichtig ist, so ein bisschen vor Augen zu führen, dass es allen nicht gleich geht. Also jetzt abgesehen von meinem ersten Schultag im Gymi, weil die einen... Ja gut, das ist ja eigentlich auch schon ihre erste Schultag, sie haben viele nicht gekannt und viele sind wieder neu gewürfelt worden. Von dem her doch, ja. Also wie, es geht irgendwie allen gleich. Also es ist ja für alle der erste Schultag und alle haben irgendwo so ein bisschen den Druck von hey, irgendwie muss ich jetzt Leute finden oder gerade zum Beispiel Leute, die mega introvertiert sind, kann ich mir vorstellen, dass es ein riesiger Stress ist. Oder einfach allgemein vielleicht Leute, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben oder whatever so. Denkt einfach, es geht allen gleich. Es ist für alle der erste Schultag. Alle haben vielleicht gleich viel schlaflose Nächte gehabt oder haben sich zu viel Gedanken gemacht. Oder ja, also wie, ihr sitzt alle im gleichen Boot. Und ja, der Punkt offen sein habe ich jetzt schon sehr ausführlich gesagt. Und ja, ich habe das mit meiner Schwester gesagt, vorgestern, wo wir bei ihr so ein bisschen darüber geredet haben, von ihrem ersten Arbeitstag. Etwas, was mir amigs hilft. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber so, ich stelle mir amigs vor, wenn ich neue Leute muss kennenlernen und ich weiß nicht, bei neuen Leuten kennenlernen mich amigs, je nachdem,
schon eher so ein bisschen introvertiert. Es kommt ganz auf die Situation drauf an. Aber wenn ich so ein bisschen introvertiert bin, dann denke ich mir so ein bisschen, dass ich die Person, also dass ich wie so ein bisschen, wie kann ich das erklären, dass ich so ein Zeitreisender bin und so von der Zukunft jetzt wieder in die Vergangenheit reise. Und eigentlich weiss, dass ich mich mit diesen Personen schon mega gut verstehe, aber ich bin jetzt an den Tag zurückgereist, wo ich sie kennengelernt habe. Also, keine Ahnung, um halt dein Hirn so ein bisschen auszuricksen von «Hey, du weißt eigentlich schon, das ist eine mega coole Person und du kennst die eigentlich schon und du erlebst das jetzt nochmal.» Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie, irgendwie mir hilft es so ein bisschen, zum einfach mein Hirn irgendwie so ein bisschen auszuricksen, dass es jetzt nicht so «Oh mein Gott» ist, sondern, weißt du, so ja, zum ein bisschen, wie blöd gesagt, manifestieren, so von «Ey, das wird jetzt eine gute Kollegin und das wird jetzt ein chilliger und du weißt dass es gut kommt und dass du eine Cringe bist und alles.» So ich weiß auch nicht, zu mir so ein bisschen das die Aufregung nehmen. I don't know, ich weiß nicht, ob das für euch Sinn macht, vielleicht absolut nicht. Was ich aufgeschrieben habe, ist, ich glaube, das ist so, ich habe ChatGPT gefragt und der hat eben gesagt, so lächeln. Und zuerst war ich so, ja, Und dann war ich so, doch eigentlich schon. Also gerade mit meinem ersten Chemietag zum Beispiel habe ich, also wir haben halt ganz später so darüber geredet, was ist so das erste Bild vom anderen und so. Und eins, zwei, also ich weiß gar nicht wie viel, aber so, bei zwei mag ich mich auf jeden Fall erinnern, dass sie gesagt haben, sie haben am ersten Tag das Gefühl, ich sage mega unsympathisch, weil ich offenbar so einen Pokerface-Blick drauf hatte, dass ich so nie lächle oder dass sie mich irgendwie angelächelt haben und ich nicht zurückgelächelt habe, aber ich habe es wahrscheinlich nicht mal gecheckt oder irgendwie so, oder ich bin irgendwie so in meinen Gedanken oder whatever so. Und darum macht es eigentlich schon Sinn. Ich habe das Gefühl, wenn man mal sich so ein bisschen aktiv damit beschäftigt, so hey, ich probiere jetzt mal so ein bisschen öfters zu lächeln oder wenn man mit einer Person redet, so ein bisschen einen Sympathieblick wie soll man aufstellen? So einfach so ein bisschen sich aktiv so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ey, immer lächeln, immer einen lieben Blick machen. Ich glaube, ja, whatever. Oder allgemein, wieso habe ich das nicht gemacht? Wieso haben das andere gemacht? So ein bisschen Leute angelächelt, eigentlich voll sympathisch. Ich könnte das auch machen. Genau, und ja, was habe ich aufgeschrieben? Ja, einfach, dass es akzeptiert, dass es voll normal ist, nervös zu sein, Bro. Das ist euer erster Schultag. Wer ist nicht nervös am ersten Schultag? Darum einmal tief kurz durchschnaufen. Das habe ich vom Challen gelernt. Wenn man so ein bisschen geinet, also kann ich, wenn ich gerade so merke, die sind gerade irgendwie voll aufgeregt und hibbelig und vielleicht wenn sie am Morgen im Bus sind oder so, dann einfach geinen. Also weißt du, du kannst ja, wenn du diesen Mund aufmachst und alles, das fange ich selber an geinen, fast wenn ich so ein Wort höre, dann gibt es so ein Ding. Vielleicht kann ich dir jetzt sagen, wenn ich da am Reden bin über das Geinen, aber das tut so den Körper irgendwie so automatisch ein bisschen entspannen und ja, einfach mal aktiv extra geinen, dann geht es vielleicht schon ein bisschen besser. Also das ist jetzt so ein Mini-Tipp, einfach so kurz bevor eben im Zug sind oder so. Ja, dann habe ich noch ein paar Tipps direkt vor dem ersten Schultag, die ihnen so ein bisschen helfen, dass sie nicht so aufgeregt sind. Es sind jetzt so ein bisschen nur noch 15 Tipps, aber vielleicht bringt es gleich, wenn ich kurz etwas sage. Zum einen, alles am Abend vorher ready machen. Also, dann euren Tee packen, mit allem, was drin ist, dann euer Outfit schon ready machen. Boah, ich weiss noch, ich habe bei meinem ersten Chemietag so einen Stress mit meinem ersten Outfit, weil, ich weiss nicht, du hast das Gefühl, das ist so der erste Eindruck, den ihr abgebt und irgendwie Style sagt ja gleich schon recht viel über euch aus und alles. Und ich weiss ganz genau noch, was ich an meinem ersten Schultag hatte und damals meine beste Kollegin. So funny, weil es irgendwie so einprägend war, weil ich so krass mir viel Gedanken gemacht habe über mein erstes Outfit. Und dann war es auch so, also nichts Spezielles. Ich habe eine schwarze, also damals sind noch so Skinny Jeans voll das Ding gewesen. Ich habe so eine schwarze, enge Skinny Jeans, die bis zum Bauchnabel hochgegangen ist und so einen Gucci-Gürtel, so einen Fake-Gucci-Gürtel hatte ich auch gehabt. Und so ein olivgrünes Top irgendwie so. Nichts Spezielles, aber egal. Auf jeden Fall, ich habe damals gedacht, ja, simpel. Ja, keine Ahnung. Darum einfach vor uns Outfit ready machen, dann haben nicht so einen Stress wie ich. Und eben einfach sonst vielleicht so ein Znüni, machen so einen schönen Znüni oder irgendwie so Geld einpacken, Stundenplan anschauen, Wecker genug für die Stelle und einfach allgemein eben vielleicht, ich weiß nicht, manchmal kann es wirklich auch helfen, wenn ihr wisst, ihr seid genug früh aufgestanden, könnt ihr am Morgen in Ruhe zum Morgenessen so ein bisschen eure Zeit nehmen und dann ist es, also keine Ahnung, ich glaube, es gibt nichts Schlimmes, als wenn man aus dem ersten Schultag zu spät kommt oder verpinnt oder so. Ein paar stellen mir ganz schlimm vor. Darum lieber einfach ein bisschen früher aufstehen, am Morgen noch Zeit haben und einfach keinen Stress haben und auf jeden Fall den Bus können verwischen und alles. Darum, ja, habe ich aufgeschrieben, ja, oh mein Gott, für die eben in die Schule gehen oder irgendwie ein Schulareal haben oder eben eigentlich überall, logischerweise. So, vielleicht hilft es mega, das vorher mal zu besuchen. Also ich nehme jetzt mal an, ihr habt Ferien oder so vorher.
Und einfach mal das Gebäude mal so ein bisschen abchecken, dann seht ihr so ein bisschen euren Weg, euren Schulweg, euren Arbeitsweg. Und das hilft meistens schon ein bisschen, wenn ihr wisst, so wie es dann wird, wie so wird der Alltag sein und man in welchen Zug umsteigen und alles. Einfach so ein bisschen um den Stress dann nehmen vor eurem ersten Tag. Und wenn ihr so ein bisschen wisst, wie das Gebäude schon aussieht, eben bei der ZHK weiss ich jetzt schon recht gut, wie es aussieht und welches Tram ich alles muss nehmen etc. Eben das nimmt mir auch schon recht viel Stress, weil sonst wäre ich jetzt glaube auch, oh mein Gott. Ja, oder eben, geht eben entweder alleine oder mit einer Kollegin oder mit jemandem, wo ihr vielleicht auch wisst, die Person geht schon dann studieren oder die studiert jetzt schon oder geht in die Schule oder arbeitet dort oder whatever. Ja, und ich habe noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich glaube, es gibt viele Menschen von draussen, die so ein bisschen Smalltalk-Probleme haben oder wo das vielleicht so ein bisschen Angst auslösen, wenn man weiss, so, oh mein Gott, ich muss da mit diesen Leuten Smalltalk reden und ich kenne es nicht und ich weiss nicht, wie man das macht. Und ich habe so da ein paar Tipps aufgeschrieben, wo einfach nicht, also nicht Tipps, aber so ein paar Gesprächsthemen, sagen wir so, wo ich jetzt mich irgendwie noch so halbwegs mal erinnere, was ich so an meinem ersten Schultag jeweils so gemacht habe. Jetzt gerade so im Sprachbund halt auch erstmal simpel, so Name, von wo kommt ihr? Meistens, wenn man so ein bisschen sagt, der von dort und dort, dann vielleicht kennst du irgendjemanden, der auch in diesem Dorf wohnt und dann bist du so, lol, ich kenne auch jemanden von dort, kennst du die Person per Zufall? Und dann hast du irgendwie so ein Gespräch oder, weiss ich nicht, vielleicht hat es irgendeinen Buddy oder whatever, wo du auch schon mal gewesen bist. Einfach so ein bisschen, so ein simples Gesprächsthema, entweder kann das so ein bisschen nachher zu einem Gespräch führen und sonst eben, ob die Person schon Leute kennt, die auch dort in die Schule geht oder ja, einfach so ein bisschen so Themen über die Schule, so ein bisschen vielleicht auch Stundenplan oder was ihr ein Profil gewählt habt oder so wie du auf den Job gekommen bist oder wie du, whatever, einfach so ein bisschen so. Und sonst auch 0815, was hast du in der Sommerferien gemacht, wo bist du, was hast du vorher gemacht, bist du vorher in der Schule gewesen, jetzt kommt gerade jemand rein, was ist los? Hi Mom, danke für die Kleider, die du mir angerührt hast. Perfekt. Genau, wenn ich sehe, voll einfach so ein bisschen, was ich Sommerferien gemacht habe und so. Und was auch vielleicht nice könnte sein, falls es so ein bisschen, ich weiss noch, wo ich das erste Mal Pause hatte im Gymi, ich habe das irgendwie so unangenehm gefunden, weil du bist so, ich habe so 10 Minuten Pause gehabt, die 10 Minuten sind ewig vorgekommen, genauso im Sprachmental, ich habe es immer so unangenehm gefunden. Und dort kann es meistens helfen, also weißt du, anstatt dass du das Handy gehst, oder dass alles Handy geht, weil es halt unangenehm ist, kannst du mal sagen, wenn wir mal so ein bisschen den Campus anschauen und so ein bisschen im Schulhaus rumlaufen und mal die Cafeteria abchecken und einfach so, ich glaube, ja, Cafeteria ist ein sehr guter Punkt. Geh einfach mal die Cafeteria abchecken. Oder so ein bisschen im Schulhaus rumlaufen, so ein bisschen anschauen und alles. Ja, dann habt ihr irgendwie schon ein bisschen das Gesprächsthema, plus irgendwie hockt ihr nicht so rum und wartet, bis die Pause wieder fertig ist. Und genau. So, jetzt habe ich meine Liste durch. Ich weiß gar nicht, wie lange der Podcast gegangen ist. Vielleicht war es ein bisschen kürzer gewesen. Aber ist vielleicht okay. Vielleicht höre das gerade jetzt irgendwie so wirklich. Aber das wäre jetzt eigentlich stupid. Aber vielleicht höre ich das auf dem Weg schon hin. Ich hoffe, ich kann noch irgendwie beruhigen. Wahrscheinlich sind meine Tipps alle unnötig gewesen, weil das wären alles Tipps gewesen, die ich vorher jetzt schon machen konnte. Einen Tag vorher. Aber egal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch irgendwie helfen konnte. Und eben, wie gesagt, ihr seid nicht allein. Ich bin aufgeregt und ja. Wir schaffen das alle, okay? Wir finden alle Friends. Das ist nur ein erster Schultag. Wie oft haben wir schon einen ersten Schultag in unserem Leben gehabt und wir haben es alle belebt. Und wenn ich jetzt zurückdenke, es ist kein erster Schultag wirklich, wirklich, wirklich schlimm gewesen. Darum, es wird gut kommen. Es wird coole Leute dort haben und manchmal braucht es einfach seine Zeit, bis man so ein bisschen das Eis gebrochen hat und das ist voll okay. Also wie nach dem ersten Schultag ist es meistens nie so, oh mein Gott, ein mega cooler Tag gewesen und ja, darum entspannt einfach mal alle. So, es ist ein Tag von, keine Ahnung, wie viele Tage nachher ihr werdet dort an der Schule oder dem Arbeitstag sein, darum ganz entspannt. Voll. Ja, an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen, ganz entspannten ersten Schultag, Arbeitstag, Studiumstag. Wie gesagt, wir schaffen das alle. Und ja, ich könnt ja mal da in die Kommentare schreiben, ob ihr etwas anfangt, was ihr so anfangt. Oder vielleicht auch sonst, was ihr so für Tipps habt, was euch hilft. Oder was euch geholfen hat vor eurem ersten wichtigen Tag. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich werde eine Podcast-Folge aufnehmen mit der Hanna, Philippa und Emma. Ich hoffe, es funktioniert, denn wir gehen übermorgen gehen wir zusammen ins Tessin. Ich freue mich, von Freitag bis Sonntag. Es wird auf jeden Fall sehr viel Content kommen, hoffe ich mal. Das wäre so ein das Ziel, wir haben gesagt, wir werden so ein Content-Weekend machen. Das ist so nice, weil ich weiß nicht, ich mache jetzt schon mega lange Social Media, seit 2018 YouTube und es hat nie so wirklich Girls gegeben, die ich kannte, die auch Social Media machen und
jetzt haben sie auch so ein cooles Vier-Team und machen zusammen Content, haben so alles gleiche Hobby. Darum, ich freue mich richtig. Darum, ich hoffe, wir werden es schaffen, dann die 4. Podcast-Folge aufnehmen, nur schon mit Mikrofon und alles. Ich hoffe, irgendwie funktioniert es. Ja, darum, sonst sehen wir uns wieder alleine. Aber das wäre so ein bisschen das Ziel. Also, falls ihr irgendwie ein Thema habt, das wir das 4. besprechen sollen, dann schreibt mir unbedingt auf Insta. Irgendetwas, wo eben, ob es irgendwie richtig Girls Talk soll gehen oder mehr, keine Ahnung, richtig Social Media oder irgendetwas, was euch interessiert. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bye!